Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, heute draussen geht's gut. Mir geht's eigentlich mega gut, aber ich muss ehrlich sein, es ist so viel gelaufen die letzten Tage. Es ist sogar endlich, also was heisst endlich, es ist einfach mal passiert. Ich weiss gar nicht, ob das wirklich schon mal passiert ist, aber es ist, glaube ich, ist das erste Mal. Oh mein Gott, ich glaube, es ist das erste Mal, wo die Podcast-Folge ein bisschen später kommt. Es tut mir leid, Leute. Ich muss mich entschuldigen. Sie ist ein bisschen später, ein bisschen mehr als einen Tag später online, als sie normalerweise ist. Aber Alter, wie cute. Es haben mir einfach wirklich schon Leute geschrieben, so, oh mein Gott, Nati, wo ist dein Podcast? Ich so, oh mein Gott. Ja, oh mein Gott, das ist so herzig. Also wirklich, ich glaube, ich check es gar nicht. Ich realisiere gar nicht. Also ich glaube, in meinem Kopf ist so, ja, weißt, es gibt einfach Menschen, die hören ab und zu mal in eine Podcast-Folge rein. Aber es gibt halt wirklich Menschen, die warten jede Woche und hören dann meinen Podcast. Und ich finde das so crazy. Ich finde das, das ist so schön. Vor allem, ich tue ja immer, bevor ich eine Podcast-Folge aufnehme, tue ich ja noch alle Kommentare noch mal durchlesen, weil ich ja immer einen Kommentar picke und dann im Podcast vorlese. Und dann ist irgendwie jedes Mal, bevor ich eine Podcast-Folge aufnehme, ist immer noch so kurz herzerwärmend, all die Kommentare zu lesen. Und wirklich, es schreiben dann Leute so Sachen wie Sonntagabend plus 9 Pause gleich irgendwas bist oder ich weiß gar nicht mehr, was geschrieben war, aber einfach so oder irgendwie so, ich freue mich auf jedes Mal auf den Donnerstag, you made my day. Oder, nein, ich weiß auch nicht, also wirklich, oh mein Gott, ich liebe euch einfach wirklich, es ist so fucking herzig. An dieser Stelle, es tut mir leid, dass er heute ein bisschen später gekommen ist, aber es war wirklich viel gewesen. Also ich erzähle euch noch ein bisschen, also es tut mir leid, ich könnte es nicht mehr hören mit ESC, weil ich habe schon die ganze Folge letzte Woche darüber geredet und ich habe ein YouTube-Video dazu gepostet und ich habe sonst Content davon gemacht und ich glaube, wir haben es langsam alle gehört, oder zumindest irgendwie auch ich so ein bisschen, weil ich habe jetzt 3 Wochen lang davon gehört, also ja, aber ich erzähle Ihnen gleich noch so ein bisschen, einfach nur schnell, noch dann wie der Abschluss war und so, oder wie ich es insgesamt gefunden habe. Dann, Leute, mein Geburtstag war. Ich habe irgendwie, das ist so strange, ich glaube, ich habe letzte Woche gar nicht davon geredet. Also nicht, dass ich das muss, aber ich habe es selber auch gar nicht so gecheckt. Ich weiß auch nicht, irgendwie als Kind war das so ein Ding gewesen, von oh mein Gott, in 2 Wochen ist mein Geburtstag und oh mein Gott, noch 1 Woche und jetzt, und irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zusammenhängt, je älter man wird, desto weniger präsent ist, oder vielleicht hat es mit dem Stress zu tun, aber irgendwie ist es plötzlich so gewesen, fuck, ja, morgen hat Geburtstag, irgendwie so keiner. Ja, darum ist es irgendwie bei mir auch gar nicht so präsent gewesen, aber ja, ich habe am Dienstag Geburtstag gehabt, ich bin jetzt 24. Checkt ihr das? Ich bin jetzt alt. 24. Meine Eltern haben mit 24 geheiratet. Ich habe eigentlich, für die mich oh mein Gott, für die mich von YouTube noch kennen, Bro, das sind mir jetzt verdammt Wunder, ob es da Menschen gibt, die sich an diese Aussage mögen erinnern. Aber ich habe immer auf YouTube gesagt, mit 24 gibt es meinen Change. Da schneide ich meine Haare kurz, da mache ich eine Styleveränderung von nicht mehr so jugendlich auf erwachsen, so ein bisschen der Old Money Style. Schaue mich an, mich da mit meinem fetten Hoodie hocken, ich habe zwar meine Haare zusammen, aber sie sind auf jeden Fall länger als keine Ahnung was. Und ich bin immer noch nie in meinem Leben beim Coiffeur gewesen. Vielleicht passiert es ja das Jahr irgendwann noch. Ich habe ja noch keinen Stress. Ich habe ja eigentlich erst gesagt, mit 24, das geht jetzt noch das ganze Jahr. Aber ja, genau, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Weil, also ich finde das schon noch, also ich check nicht, weil ich bin noch nie beim Coiffeur gewesen. So, für mich ist das schon ein riesen Ding. Ich weiss nicht mal, wie man sich verhält beim Coiffeur. Also wie findet man einen guten Coiffeur? Wie erklärt man, was man dort will? Wie geht man damit um, wenn man nicht das bekommen hat, was man wollte? Wie vertraut man jemand anderem, den man nicht kennt, seine Haare an? Oh mein Gott, nein, ich weiß auch nicht. Also, bis jetzt hat sie bei mir immer den Can geschnitten und vorher halt meine Mom oder mein Dad oder so. Also, ja, oder ich selber, das ist auch schon passiert. Aber ich war sonst noch nie irgendwie beim Coiffeur gewesen und für mich ist das schon so ein Big Ding. Aber ja, ich erzähle jetzt gleich mal, also nein, das war meine Dings gewesen, so, darum, es ist gerade so viel passiert, so, eben von der Schule her, ich bin von Basel zurückgekommen, dann war mein Geburtstag gewesen, und gestern war noch Filmpremiere von Lilo und Stitch, wirklich kurzes Side-Ding, aber
ultra cute Film. Also wirklich, ich habe den Film, oder ist es eine Serie gewesen? Ich weiß gar nicht. Oh mein Gott, ist peinlich, wenn man das nicht weiss. Aber keine Ahnung gehabt. Man kennt es einfach vom Gesehen, so, die gezeichneten Characters, aber ich habe wie noch nie etwas geschaut. Und es ist jetzt wie verfilmt worden, so quasi real-life-mäßig. Und ich habe es mega schön gefunden. Also es ist irgendwie für mich so ein typischer Kinderfilm. Und ich weiß auch nicht, ich habe es richtig, richtig cute gefunden. Ich habe noch ein paar Mal brüllen, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich wieder meine Tage habe. Leute, es ist schon wieder so weit. Ich fühle mich wirklich, als würde ich jede Woche davon erzählen. Aber ich finde es auch irgendwie weird. Ich merke so, seit den letzten 3 Perioden, würde ich jetzt sagen, merke ich viel mehr oder viel intensiver, dass ich meine Tage habe. Weil ich habe ja eigentlich eine Spirale und ich habe eigentlich keine Blutungen und irgendwie, keine Ahnung, was da unten los ist, aber irgendwie merke ich es ja die letzten 3 Monate irgendwie viel intensiver. Also jetzt nicht nur blutigenmäßig, weil ich kann nicht mehr mit Deutsch, sondern auch emotional. Also wirklich, meine PMS ist ja maximal am Kicken. Es ist richtig anstrengend. Es tut mir auch leid für Janice, wirklich. Also es ist richtig anstrengend. Ich fühle mich so schnell angegriffen. Ich bin so schnell irgendwie moody oder irgendwie traurig oder keine Ahnung. Also wirklich, es ist anstrengend. Aber auf jeden Fall, es ist gerade so viel los gewesen. Und darum ist es so wirklich das erste Mal, wo ich nie Zeit hatte, um irgendwie eine Podcast-Folge aufnehmen. Und ich tue ja euch eigentlich immer priorisieren. Und gestern Abend bin ich so um 11 Uhr heimgekommen und ich habe gemerkt, ich bin so maximal kaputt gewesen. Ich habe nicht mehr genau gewusst, über was ich jetzt im Podcast will reden. Und ich weiß nicht, ich habe mich ja gar nicht gesehen, um irgendwie vor der Kamera zu gehen. Und ich bin auch ein bisschen moody gewesen, to be honest. Oder einfach so ein bisschen down. Und ich weiß auch nicht, es ist irgendwie am coolsten, wenn ich wirklich mit euch labern kann, wenn ich auch Bock drauf habe. Also wie, wenn ich jetzt da voll moody bin und so, oh mein Gott, ich muss jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen, ist ja auch nicht so geil. Und jetzt habe ich Bock. Ich sage euch, ich hocke da. Ich habe gesehen, können wir schnell meine Kulissen da appreciaten? Ich habe da ein schönes Pflänzchen hergestellt, da nochmal eins und da leuchtet sogar ein Kerzchen. Ich weiß auch nicht, ich habe ja vor der drittletzte Podcast-Folge, ich weiß es schon gar nicht mehr, habe ich ein Kerzchen angezündet und das war so ein Vibe gewesen. Alter, oh mein Gott, ich habe die ganze Podcast-Folge selber nochmal angehört und also, keine Ahnung, ob das komisch ist, aber so ab und zu, immer wenn so meine Podcast-Folge einen Tag online ist, dann muss ich sie immer selber nochmal anschauen, einfach so zum schnell, wie aus eurer Sicht, wie schaut man das jetzt, wie fühlt sich das an? Und ich habe es mit dem Kerzchen übel geil gefunden. Sollte so das Ding werden, dass ich immer so, wenn ich Podcast-Folge am Abend aufnehme, dann tut noch da so das Kerzchen leuchten, einfach so. Aber wir können ja sonst sagen, jetzt wird es kurz deep, wir können sagen, dass das Kerzchen für den Lino leuchtet. Und für meine Grossmami. Weil der Lino ist, also mein Stubenhaus ist ja vor einem Jahr gestorben, am 16. Mai. Ja, und das ist jetzt einfach schon ein Jahr her, what the fuck. Ich habe ja vor einem Jahr eine Podcast-Folge aufgemacht, wo ich irgendwie, ich weiß auch nicht, über das Ganze reden und irgendwie auch so ein bisschen, irgendwie hat mir das verdammt geholfen, so einfach mal random eine Stunde lang über das Ganze labern, um irgendwie das Ganze so ein bisschen verarbeiten, weil, also, ja, keine Ahnung, also für mich ist das wirklich ultra schlimm gewesen und ich sage im Fall ehrlich, es gibt immer mal wieder Momente, wo ich brülle und ich habe natürlich auch eben, also im Todestag wieder mega brüllen und so und ich weiß nicht, ich finde das irgendwie so crazy, das ist wirklich so also ich hatte schon ein paar Tiere gehabt, wo es auch immer sad war, wenn sie gestorben sind. Also ich habe bei jedem von meinen Haustieren habe ich gekühlt wie ein Schlosshund. Und beim Lino ist es schon nochmal ein bisschen was anderes, weil ich kann wie irgendwann bei jedem Tier habe ich dann wie das können teilweise so ein bisschen verarbeiten und auch können sagen, hey, das ist jetzt gut gewesen. Also gut gewesen im Sinne von, keine Ahnung, die haben teilweise müssen leiden oder sind vom Alter gestorben oder whatever so. Und beim Lino, er war ja krank gewesen. Und er hat auf jeden Fall noch länger leben können, aber es ist wie, man hat ihm nicht mehr helfen. Und es ist für mich auch so plötzlich gekommen. Und ich bin halt keinem Tier so nahe wie beim Lino. Also für mich war das ganz schwierig gewesen. Und ich bin auch jetzt wieder so, ich werde gerade wieder so ein bisschen emotional. Und bei meiner Grossmami, weil sie hat 2 Tage vor mir Geburtstag und sie ist auch gestorben im 2017. Darum tut sie auch das Kerzchen für meine Grossmami leuchten. Ja, genau, aber zurück zu etwas weniger emotional. Eben, wie gesagt, der ESC, Eurovision Song Contest, ist jetzt fertig. Für die es gar nicht mitbekommen, ich habe ja 2 Wochen gearbeitet mit meiner Klasse. Und
ich muss einfach sagen, wenn ich jetzt so zurückschaue, ich habe es so nice gefunden. Es ist so toll gewesen. Ich habe es auch cool gefunden, jetzt zu arbeiten. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich bin gerade die letzten Tage, bin ich noch mal so ein bisschen mehr im Game gewesen. Ich muss sagen, während wir dort arbeiten, hat man irgendwie gar nicht so wirklich Zeit, um sich jetzt mega mit den Leuten, die dort mitmachen, Dinge befassen oder mit keine Ahnung was. Also ich habe wirklich wenig mitbekommen und erst, als ich so heimgekommen bin von Basel, habe ich mich wirklich damit befasst, so, wer macht alles mit, wer sind die Lieder, dann schaust du halt vielleicht das erste Mal das Halbfinale und so und hast langsam ein bisschen Bezug. Mittlerweile ist meine ganze For You-Page voll mit dem Kyle Alessandro von Norway, Alter, ich habe einen fetten Crush auf den. Nein, also wirklich, ja, ich merke irgendwie so, ich habe das im Nachhinein, wenn ich so zurückschaue, eine mega, mega, mega geile Zeit gefunden und es ist wirklich so ein bisschen fast wie, wenn du in einem Sprachaufenthalt bist und kommst zurück. Das ist irgendwie, ja, also es klingt irgendwie mega blöd, aber du musst doch wieder so kurz im Alltag ankommen, wenn du zurückkommst. Und irgendwie, ich merke, ich bin gerade immer noch in dieser Phase, so, es ist jetzt eigentlich eine Woche her, also ich bin ja am Freitag, doch, genau eine Woche, also, nein, Donnerstag, aber wirklich genau eine Woche, ist es her, wenn ich heimgekommen bin und irgendwie, ja, für mich ist es immer noch so strange, aber ja, es ist auf jeden Fall, ich habe eine geile Erfahrung gefunden und ich vermisse es ein bisschen, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, Basler, ich vermisse euch. Ja, aber eben, wir kommen jetzt noch so ein bisschen zu meinem Geburtstag. Irgendwie, wie gesagt, für mich ist das so ganz strange gewesen. Ich habe das überhaupt nicht irgendwie, ja, es ist so, ich habe gar nicht gecheckt, dass das mein Geburtstag irgendwie ist. Und ja, ich rede auch heute noch über das ganze Thema Geburtstag, weil ich muss sagen, seit letztem Jahr hat sich da bei mir mental echt etwas verändert. Ich glaube, ich spreche es erst nachher an, aber jetzt noch kurz grob über meinen Geburtstag. Ja, was soll ich sagen? Also es war ein schöner Geburtstag gewesen. Ich hatte eine Schule gehabt, wow. Wir haben über den ESC so ein bisschen geredet, mega cute, jetzt haben wir ein paar Leute gratuliert. Und am Abend haben wir noch mit meiner Family, also die sind daher gekommen, meine Geschwister und meine Eltern, und wir haben so ein bisschen grilliert. Der Can hat noch gekocht, der hat mein Lieblingsessen gemacht, ein Herdöpfelgratin, genau, und dann haben wir noch so ein bisschen gelabert und gegessen und ja, das war so ein bisschen mein Geburtstag gewesen. Ich dachte, ich kann dann noch so ein bisschen zeigen, was ich so bekommen habe. Also zum einen von meinen Eltern, oder ja, ich finde das schwierig, es war irgendwie von allen so ein bisschen und zwar, ich finde das so lustig, wie sagt man? Ein Paket, also einfach so ein Korb mit ganz vielen Sachen von Essen und halt so Sachen, die man kann brauchen und so. Und das ist so funny. Es ist halt wie, meine Mama hat wie alles vegan, also alles, was vegan ist, gefühlt im Laden, hat sie dort reingekippt. So als wäre ich so ein Vegan-Fan jetzt, wenn ich vegan bin. So, habe ich lustig gefunden. Aber ich muss sagen, ich finde es auch mega, mega cute, wie sie sich, ja, immer so ein bisschen mehr mit dem befassen, weil, also für die, die es nicht wissen, ich bin ja jetzt seit Anfang Jahr vegan und für sie war das, glaube ich, schon eine rechte Umstellung gewesen. Also ich bin ja vorher schon vegetarisch gewesen und das war irgendwie noch so ein bisschen einfacher gewesen. Und vegan ist für sie, glaube ich, schon recht so, boah, krass. Ja, und ich glaube am Anfang vielleicht auch ein bisschen beängstigend gewesen, so, oh mein Gott, was machen wir jetzt, wenn du daher kommst und kochst und das ist jetzt auch für uns mega einschränkend und so, was ich auch voll verstehe. Ja, und irgendwie merke ich so, sie sind jetzt wieder so ein bisschen offen und ich glaube, sie haben so ein bisschen das Gefühl, in meinem Leben ist das jetzt so mega präsent und ich bin jetzt, also ja, ich finde es irgendwie lustig, das Geschenk von so vegane Sachen und eben auch so, da hat sie zum Beispiel eine kleine Xbox drin und hat sie gesagt, ja, ich habe extra geschaut, dass das vegan ist und so, mega cute einfach. Ich finde das lustig. Voll, und ich habe zum Beispiel auch vegane Schinkengipfel gemacht, so als Vorspeise und einfach mega herzig. Mein Dad hat die zum Beispiel hure geil gefunden, er hat irgendwie 4, 5 von denen gefressen und auch der Herdöpfelgratin, der ist vegan und so und sie hat, ich weiß auch nicht, mich hat das irgendwie so mega happy gemacht, dass sie so gesagt haben, so, es war mega fein und so, weil ja, keine Ahnung, also die typischen Schweizer Eltern, die halt vegan oder vegane Ernährung so fremd ist, die sind zuerst mal so ein bisschen zurückhaltend und für die ist das so ein bisschen etwas Spezielleres oder ja, einfach so ein bisschen etwas Exotisches oder keine Ahnung was. Und die sind dann immer so ein bisschen vielleicht automatisch in dieser Haltung von vegan ist das fein und das ist halt nicht das Typische. Und eben, ich verstehe das alles komplett und ich glaube, darum freut es mich irgendwie umso mehr, dass sie einfach offen sind dafür und probieren und dann vielleicht Sachen sogar nice finden. So. Ja, genau, so viel zu dem. Ja, das habe ich von ihnen bekommen. Von meinen Geschwistern, die habe ich da, der hockt da die ganze Zeit neben mir, habe ich ein Häschen-Kuscheltier bekommen. Und das ist auch, oh,
So herzig. Ich kann nicht mehr, vielleicht die, die das Video schauen, es ist so ein weisses Häschen. Und es hat einfach ein Schleifchen an und vorne steht so auf dem Herzli, also auf dem Halsbändchen steht einfach Lino. Ich wüsste, weißt du, bei so Sachen, da hast du mich einfach... das ist für mich genau... Da catchst du bei mir nach so einen Wunderpunkt. Wenn man halt das Kuscheltier schenkst, das aussieht wie der Lino und wo halt der Lino sollte sein mit so einem Halsbändchen. Also wirklich, ich kann ja gar nicht mehr. Also wirklich so unglaublich cute. Ja, das habe ich von meiner Family bekommen. Dann kommen wir zum Can. Das war so lustig. Ich muss sagen, ich liebe es. Es ist eine kurze Vorgeschichte. Er hat schon irgendwie vorher mal so gefragt, was ich mir wünsche. Und ich kann halt, ich finde es so schwierig, in dem Moment zu sagen, was ich mir wünsche, weil ich meine, keine Ahnung, Bro, was wünsche ich mir? So, ich würde sagen, ich habe an allem so Freude. Vor allem, wenn es persönliche Sachen sind oder Sachen, wo man sich vielleicht etwas dabei überlegt hat, wo man sich vielleicht Mühe gegeben hat oder so. Und ich antworte dann meistens mit irgendwie so, ja Bro, schenk mir einen Liebesbrief oder so. Und ich habe dann irgendwie dort, habe ich so aus Spass geantwortet, so, ja, ich wünsche mir so Pimple-Patches, weil ich suche die schon mega lang, so die schwarzen Sternchen, ich habe die schon bei ein paar anderen auf TikTok gesehen, ich finde die so geil. Und ich habe schon in ein paar Läden habe ich die gesucht und ich habe die nie gefunden. Und ich habe das, keine Ahnung, es war wie gerade so ein Thema vorher beim Laufen und dann ist wie das Thema Geburtstag gekommen. Und darum habe ich dann so als Joke gesagt, ich wünsche mir die Pimple-Patches, so, weil ich die nicht gefunden habe. Und dann war es so Mitternacht, also auf meinen Geburtstag. Wir waren noch wach, weil wir haben noch das ganze Haus geputzt, weil eben meine Familie am nächsten Tag gekommen ist. Und dann, also so random, ich wollte schon pennen gehen, bin so gefühlt eigentlich schon im Bett gewesen, wirklich, so im Halbschlaf schon halb, wirklich so die Augen halb zugehabt. Kommt er zur Tür rein, oh mein Gott, ich kann ja nicht mehr können. Erstmal oben ohne, dann hebt er so 2 Ballone, die er vorher aufgeblasen hat, und so ein Partyhütchen, das ist so funny. Und er fängt so an zu singen, «Happy Birthday to you», und ich wache so auf und sehe das und habe zuerst mal den Lachflash von meinem Leben. Und nachher gibt er mir mein Geschenkchen. Dann hat er das erste Mal, das ist so funny, hat er mir einen Liebesbrief geschrieben. Und es ist halt so ein funny Liebesbrief. Weil es ist halt der Can. Es ist halt so, ich kann euch vorlesen, es ist so, logisch meint er es ernst, aber er tut es halt so fest übertrieben, dass es wieder lustig ist. Weil er halt weiss, dass ich mir einen Liebesbrief wünsche und kommt halt so etwas. Also sind wir ready. Es ist sogar Hochdeutsch. Also, mein süßer Fratz, ich liebe dich so unglaublich fest. Möge dein Leben sich so entfalten, wie du es dir wünschst und vorstellst. Dieses Lebensjahr birgt viele unerwartete Wendungen und hält spannende Geschichten für dich bereit. Und ich freue mich, die gemeinsam mit dir zu durchleben. Nichts ist sicher, außer meine unendliche Liebe für dich. Es gibt für alles ein erstes Mal, nicht? What the fuck? Alles Gute zum Geburtstag, Bobby. Can. Nein, das ist so cute. Ich habe immer so einen Lachflash gehabt. Vor allem, wenn du am Abend müde bist, Bro, das war insane gewesen. Also wirklich, das ist actually etwas der lustigsten Momente von meinem Geburtstag gewesen. Dann hat er mir noch so ein kleines Geschenk geschenkt. Ich mache das auf. Und das sind die fucking Pimple Patches. Ich habe jetzt sogar einen da auf meiner Backe gesehen. Der pretty. Und wie hat er sich die gefunden? Ich habe überall gesucht. Für die es wissen, ich habe ihn extra gefragt. Es gibt, am Zürich Haben gibt es ja einen Franz Karl Weber. Und der macht offenbar zu und dort wird ein Müller drin sein. Und offenbar ist ein kleiner Teil ist schon Müller. Ich habe das nicht gewusst. Und die verkaufen die. Ich habe die in keinem anderen... Ich bin in Barne Müller gewesen, ich sage euch. Und die hat es nie gegeben. Und er hat eben sogar online geschaut. Und hat dort gesehen, dass es die gibt. Und darum hat er die nicht gefunden. Alter, ich so lustig gefunden. Genau. Und was er mir auch noch geschenkt hat, vielleicht könnt ihr es lesen, ein Gutschein. Entweder für eine Uhr oder für eine Freitagstasche. Weil eine kurze Vorgeschichte, ich habe ja, also vielleicht haben sie es mitbekommen, ich habe am Flomi so eine schöne Casio-Uhr gefunden. Also oh mein Gott, ich bin so sad. Ich will gar nicht daran denken. Und ich habe die verloren. Ich habe keine Ahnung, wo ich die verloren habe. Vielleicht irgendwo auf meinem Schulweg. Ich weiß es nicht. Falls irgendjemand eine Casio-Uhr gefunden hat, Leute, vielleicht ist es meine. Schreiben mir auf Insta.
Das würde mich freuen. Nein, das hat mich so sad gemacht. Es hat mich so sad gemacht. Nicht mal wegen dem Geldwert, also es ist jetzt auch nicht so mega teuer gewesen. Ich habe ja 20 Stutz habe ich gezahlt am Flomi. Sondern einfach, weil sie so schön war. Ich weiß nicht, ich bin glaube einfach picky mit Uhren suchen, aber das ist so eine unglaublich schöne Uhr gewesen und das fuckt mich so ab, dass ich die verloren habe. Genau, und er hat halt wirklich so herzig, er hat überall geschaut, ob es die Uhr irgendwo gibt. Er hat Berge versetzt, er ist in Uhrenläden gegangen, er hat auf eBay geschaut, auf Ricardo, er hat überall geschaut und die Uhr gibt es nirgends. Ja, darum, ja, das ist das so ein bisschen das Ding. Und er hat jetzt wieder aufgeschrieben, ob ich auch andere Uhren könnte aussuchen, weil er hat jetzt nicht genau gewusst, was ich schön finde. Oder eben eine Freitagstasche, weil das ist immer so ein bisschen das Thema gewesen. Und ich habe immer gesagt, ich wünsche mir so eine Freitagstasche. Und er hat jetzt wie auch nicht einfach eine kaufen. Und jetzt sind wir heute zusammen im Freitagsshop gewesen, und ich habe mir eine Tasche raussuchen und ich zeige dir jetzt, Alter, oh mein Gott, hebt doch kurz fest, wie schön ist die. Oh, für die, die es nicht sehen, es ist so ein kleines Täschchen, das so wie, einfach so, wie soll ich sagen, es ist eigentlich wie ein Bauchtäschchen, aber du tust es halt nicht um den Bauch, sondern du tust es halt so cool anlegen, so über die Schultern, checkt ihr. Und es ist so wie rot-weiß, also es ist so schön, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, nein, es ist sehr pretty. Ich liebe es. Also wirklich, Can hat es absolut 10 von 10 Geschenke gemacht. Wirklich sehr, sehr cute. Oh, und was ich auch noch nicht vergessen darf, Nina, oh mein Gott, das ist ein Update. Aber ja, sie hat mir auf jeden Fall auch noch, sie hat auch alles gegeben. Ich sage euch, so fucking herzig. Sie hat zum einen ein Video geschnitten, von unseren besten Momenten, also wirklich so herzig. Oh mein Gott, ich habe schon mal brüllen. Und hat halt so ihre Story da und so. Und oh mein Gott, nein, es ist so herzig. Es ist wirklich so ein herziger Zusammenschnitt. Voll. Dann hat sie mir zuerst mal einen fett langen Text geschickt auf WhatsApp. Wirklich ultra cute. Und also wirklich, das hat für mich eigentlich schon meinen Tag gerettet. Also es ist so herzig, ich kann gar nicht mehr. Dann komme ich von der Schule heim und es steht so ein fettes Päckchen vor unserer Haustür, wo so drauf steht Flowers. Und ich dachte so, what the fuck, wer schickt mir Blumen? Und es war einfach die Nina. Ich öffne so den Brief. Vielleicht kann ich ihn vorlesen, ich weiß nicht. Es ist einfach cute. Also wirklich, steht so drin, meine Allerliebste, heute ist dein grosser Tag. Ich wünsche dir zu deinem Geburtstag nur das Allerbeste. Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen, Liebes. Du glaubst mir nicht, wie viel du mir bedeutest und wie endlos dankbar ich bin, dich an meiner Seite zu haben. Du bist für mich immer da und das schätze ich so abnormal bei dir. Dein Herz ist wirklich aus Gold und eindeutig am richtigen Fleck. Nati, du bist einzigartig. Ganz viel Liebe. Dein Girl. Nein, oh mein Gott. Nein, ich habe literally wirklich angefangen zu brüllen. Das war so herzig, wie sie mir einfach Blumen schickt. Weil du kannst ja so, also für die, die es gar nicht wissen, sie ist eine mega, mega, mega gut enge Kollegin von mir und sie ist halt wie gerade in Hongkong und sie hat jetzt einfach wie virtuell, sagen wir dem so, du kannst halt wie online bestellen, dass mir jemand Blumen schickt. Nein, so herzig. Ich kann nicht können. Nein, wirklich so herzig. Und sie hat halt wie mir das so gesagt, eben sie wollte gleich mir Liebe schenken, auch wenn sie nicht da ist. So. Also wirklich, sie hat alles gegeben. Oh, weiß auch nicht. Also wirklich mega, mega herzig. Ja, und eben ein Update. Leute, sie kommt bald heim. Oh mein Gott, ich kann ja nicht mehr. Sie ist jetzt einfach seit dem 4. Januar ist sie in Hongkong. Und jetzt kommt sie einfach am Montag. Ist es der 26. Mai? Ich glaube ja. Doch, Montag, 26. Mai kommt sie heim. Oh mein Gott. Und ich freue mich so fest. Ich freue mich ultra fest. Ich freue mich jedenfalls nur schon, um mit ihr eine Podcast-Folge zu machen. Das wird so spannend. Ich habe es ja schon mal gesagt, sie hat wirklich viel Shit erlebt. Oh, das wird eine fette Rant-Gossip-Folge. Ich kann ja gar nicht. Ich freue mich richtig drauf. Sie freut sich auch mega drauf. Und ich finde es so herzig, im Fall, wie immer wieder Leute schreiben, hey, wie geht's denn Nina? Wann kommt Nina wieder? Kannst du wieder mal eine Folge mit ihr machen? Und so, ja, also wirklich, ihr seid so cute. Und ich schicke ihr auch immer wieder Screenshots, wenn Leute so Sachen kommentieren. Und sie sagt auch jedes Mal so, oh mein Gott, Nati, deine Community ist so herzig. Ja, also wirklich kann ich einfach nur zurückgeben. Ich liebe euch, ihr seid einfach so fucking Cuties. Genau. Aber ja, und vielleicht kann ich euch das noch kurz erzählen. Sie hört meine Podcast-Folgen, von dem her ist das jetzt voll geil. Und, nein, es kommt ja bald, es kommt vor online, darum. Nein, wir hoffen jetzt einfach, Nina, falls du zuhörst, das wird jetzt einfach nicht gelost, okay? Du musst jetzt da schön abstellen.
weil es gibt nämlich etwas, was du nicht wissen. Und zwar kommt sie ja am Montagmorgen heim von Hongkong. Und zwar landet sie am 7.20 Uhr. Am Morgen am 7.20 Uhr. Und sie geht natürlich, weil sie so früh landet, nicht davon aus, dass sie irgendjemand am Flughafen abholt. Und guess what? Nein, wir 3 Girls, also wir sind so ein bisschen Vierklicke von unserer Klasse, Nadine und Sari, wir holen sie ab. Und zwar haben wir so einen Plan gehabt, dass wir jetzt am Sonntagabend uns treffen, wir dann so ein Sleepover machen bei der Nadine und wir dann so ein Plakat und so malen und wir schreiben dann genau den einen Satz drauf, den wir immer als Joke sagen: Wer ist wieder da? Nina, Nina, Nina. Oh mein Gott, das wird so cool. Also wir sind schon am crazy gegangen mit so, dass wir das so laut werden singen und ob wir dann andere fragen, dass sie so das auch laut so sagen mit Nina, Nina, Nina. Nein, Alter. Aber ja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen unser Plan, dass wir dann ein Sleepover machen bei der Nadine und dann halt früh aufstehen, am Flughafen gehen und sie dort überraschen. Ja, genau, das ist so ein bisschen unser Plan. Und ich freue mich so fest auf das. Ich freue mich sehr fest auf das. Oh mein Gott. Vor allem, weißt du, irgendwie so, ich freue mich auch vor allem auf den Moment, weil ich weiss, wie viel Scheiße sie dort erlebt hat und ich weiss, wie viel Liebe sie gerade braucht und ich weiss auch nicht, irgendwie freue ich mich gerade so fest, um einfach ihr Liebe geben, so. Ja, darum, Leute, könnt ihr ihr auch einfach ganz, ganz, ganz viel Liebe geben. Ich weiss auch nicht, wie. Vielleicht geht auf ihr Insta, Nina Maria Leuenberger, gebt ihr Liebe, supportet sie, folgt ihr, geht ihre Bilder liken, slidet ihre DMs und sagt, was sie für eine geile Sau ist. Ja, sie braucht wirklich ganz, ganz, ganz viel Liebe. Aber ja, sagt einfach nicht, dass es von mir ist, okay? Aber voll. Und eben, was ist noch? Am Samstag mache ich noch meine Geburtstagsparty. Also, wir gehen einfach so ein bisschen grillieren. Und ja, was haben wir noch? Das Lustigste von der Woche. Ja, ich habe eigentlich schon gesagt, vom Can ist lustig, aber es ist noch mal etwas Lustiges passiert. Und ich habe eigentlich vorher den Can gefragt, was ist das Lustigste? Und er sagt halt die Story, die jetzt gerade heute vorher passiert ist. Und ich so, nein, Can, ich kann eigentlich nicht erzählen. Das ist mir so unangenehm. Und er so, mal, du musst. Und ich muss jetzt. Bro, nein, es ist mir so unangenehm. Also, ich bin da vorher am Hocken gsi und es kann ich so mit der Decke und so auf der. Was ist voll disgusting gerade, es tut mir voll leid. Aber so mit der Decke einfach so auf der Couch am chillen und er kommt halt wie so zu mir und ist halt so, oh nein, oh mein Gott, ich kann das nicht hören. Er ist so mit der Decke so am Spielen und sagt auf einmal, es ist mir so unangenehm gerade, er sagt auf einmal so, wer ist das ein Bild von dir? Nein, oh mein Gott. Und er hat halt literally... Oh nein, es ist so fucking unangenehm. Kennt ihr den Moment? Nein, es ist halt auch menschlich, Bro. Wir alle bögen mal. That's life, okay? Die einen fressen es, ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich spick die weg. Und der Kollege hat es halt jetzt nicht so weit geschafft, okay? Er ist halt auf der Decke gelandet. Und der Can hat irgendwie mit der Decke gespielt und hat den auf einmal in den Finger gehabt. Bro, es ist so hässlich und lustig gleichzeitig, wie er so ich weiß nicht, vielleicht ist es gerade, wenn man es nicht miterlebt hat, ist es gerade vielleicht auch noch halb lustig gewesen, aber ich habe es aus Peinlichkeit und aus seiner Reaction einfach den Lachflash von meinem Leben gehabt. Oh mein Gott, ja, das war auf jeden Fall lustig gewesen. Ja, wir kommen noch zum Kommentar von letzter Podcast-Folge. Ich suche immer einen aus. Und zwar habe ich ausgesucht von der lieben Mimi. Ich grüße dich. Mein Hase hat mal Mimi geheißen. Cute. Und zwar könnt ihr auch den ESC live schauen. Ich habe es schon in meinem YouTube-Video erwähnt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das unbedingt noch anschauen. Das war sehr spannend gewesen. Ich habe den ganzen Gossip vom ESC erzählt und ich habe meine Meinung zum Finale gesagt. Ich heiße auf YouTube übrigens auch Nati Style. Also was heisst auch? Ich heiße ja beim Podcast eigentlich gar nicht Nati Style. Ich bin übrigens die Nati, für die es nicht wissen. Hallo. Nein. Aber ja, ich kann gerne mein YouTube-Video anschauen. Auf YouTube Nati Style. Aber nein, wir haben den ESC nicht live schauen. Ich kann ihn einfach, also ich hätte ja können Tickets so scannen und dann einfach quasi 4 Stunden wie als Security dort stehen alleine. Und ich habe gar keinen Bock auf das. So, dann will ich lieber am Fernsehen einfach schauen. Und wir sind eingeladen worden, um können wie so das Public Viewing anschauen.
im Kino. Das war eigentlich noch ganz cool gewesen, so. Und der Rest haben wir dann daheim geschaut. Ja, es war ganz entspannt. Aber ja, wir haben auf jeden Fall nicht können gehen, das Finale schauen. Genau. Ja, und was habe ich noch so ein bisschen aufgeschrieben? Nein, wir kommen jetzt schon zum Thema, Leute. Und zwar habe ich gedacht, es fühlt sich einfach gerade an, als würde die Podcast-Folge schon eine Stunde gehen. Ich kann es gerade voll nicht einschätzen. Aber ist ja auch okay. Reden wir halt wieder mal ein bisschen länger. Meine Füße sind gerade eingeschlafen. Ich muss schnell wieder strecken. Oh mein Gott, du hast gerade richtig eingeschlafen. Also ich spüre gerade meinen ganzen Fuß nicht mehr. Au, es krüsselt richtig. Ja, aber wir reden jetzt so ein bisschen über das Thema Geburtstag, weil ich merke, das ist irgendwie so ein Thema. Wow. Surprise, was mich in letzter Zeit beschäftigt. Wow. Aber auch schon seit letztem Jahr. Also wie... Wow, das klingt jetzt irgendwie mega deep. Aber ich habe früher mega... Also wie soll ich sagen? Ich bin an meinen früheren Geburtstag hure oft so sad gsi. Also es hat ein paar Mal gegeben, dass ich musste brüllen an meinem Geburtstag, weil ich irgendwie oft... Ja, keine Ahnung, mega viele Erwartungen hatte und dann mega oft enttäuscht worden bin. Aber ich würde sagen, es ist irgendwie so ein bisschen... Ich weiß nicht, es ist ja wie... Ich würde sagen, ich bin allgemein ein Mensch, wo gerade als Kind irgendwie sehr viel Bestätigung von außen gebraucht hat. Und ja, jetzt geht vielleicht auch das Thema Freunde, ist bei mir immer so ein bisschen ein Triggerpunkt gewesen, oder... Ja, wo ich vielleicht auch immer so ein bisschen Pech hatte und all das Zeug. Und wo ich einfach merke, ist mir so ein bisschen ein emotionales Thema. Und wenn es dann wie... Ja, ich weiß auch nicht, ich habe wie gemerkt, dass mir das mega nahe gegangen ist, wenn Leute, wo ich eng war, meinen Geburtstag vergessen haben. Oder ja, also ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, ich bin dann teilweise fast ein bisschen verstieft gewesen, weil ich so viele Erwartungen hatte an diesem Tag. Also wie, ich kann mich noch erinnern, als ich einmal wirklich so alleine in meinem Zimmer war, es ist von 59 auf 00 gewechselt und irgendwie meine Erwartungshaltung war so gewesen, dass mir jetzt jemand so schreibt und ich habe wie so gewartet. So, also wie die ganze Zeit wieder aufs Handy geschaut, wieder aufs Handy geschaut und es hat wirklich so die ersten 20 Minuten hat mir so niemand gratuliert. Was irgendwie logisch, also keine Ahnung, es ist jetzt wie so, keine Ahnung, also wie mittlerweile also ist das wie kein Thema mehr, darum ist es für mich gerade wieder schwieriger zum Nachvollziehen. So. Aber damals ist das für mich so schlimm gewesen. Und ich weiss einfach noch, wenn ich dort so nach dem 00 einfach so alleine in meinem Zimmer gekocht bin und so brüllt habe und mich so nicht geliebt und alleine gefühlt habe, von oh mein Gott, ich habe Geburtstag und es denkt gerade niemand an mich und ich bin gerade alleine da, mich in den Geburtstag feiern und ich weiß auch nicht, ich habe das so schlimm gefunden irgendwie. Ja, und eben auch, dass wenn Leute irgendwie nicht gratuliert haben oder ja, vielleicht auch das Thema Geschenke. Ich habe vom Can zum Beispiel mega viele Erwartungen gehabt beim Geschenke oder bin irgendwie enttäuscht gewesen dann, wenn es nicht so und so und so war. Und ich weiß auch nicht, irgendwie voll. Und ich hatte zum Beispiel auch beim Thema Geburtstag, also Geburtstagsparty, mega den Struggle gehabt von, oh mein Gott, ich muss jetzt eine krasse Party machen und wer lade ich jetzt ein und ach, ich weiss doch auch nicht, ich habe immer, oder wenn die Leute dann irgendwie abgesagt haben und nicht an meinen Geburtstag gekommen sind, es ist wie, das ist für mich so ein grosses Thema gewesen, alles. Das ganze grosse Erwartungen haben oder wenn es scheiß Wetter war an dem Tag oder I don't know. Ja, das war so ein bisschen das Ding gewesen. Und seit letztem Jahr habe ich da ein komplett anderes Mindset. Beziehungsweise ich bin so mit einem ganz anderen Mindset reingegangen, weil ich wissen, vor 2 Jahren habe ich so ein bisschen einen Geburtstag gefunden. Also ich habe so, das jetzt voll kein Front sein so an die Leute, die dort dabei waren. So. Aber es war wie so überhaupt kein Vibe gewesen. Wir haben so bei mir daheim, also bei meiner Family daheim im Elternhaus gefeiert und es war wie so eine gemischte Freundesgruppe gewesen, so eine zusammengewürfte Gruppe und es hat überhaupt nicht geweibt. Und also wenn ich jetzt so zurückschaue, es sind wie viele dabei gewesen, wo ich überhaupt nicht als meine engen Kollegen bezeichnen würde. Und ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt so zurückschaue, es ist irgendwie einfach so sad. Ich habe so Leute eingeladen, wo ich so, also plötzlich damit ich Leute einlade, damit Leute an meiner Party sind, weil ich halt wie, das war so die Phase gewesen, ich hatte so eine beste Kollegin im Gymi und die hatte ich nachher nicht mehr gehabt, und ich habe wie, als ich die beste Kollegin hatte, habe ich wie gar keine andere Freundschaften gepflegt. Und als ich dann die nicht mehr hatte, habe ich irgendwie gefühlt nur den Can und gar nicht wirklich Friends. Das sind jetzt mega sad, aber so hat es sich für mich so ein bisschen angefühlt. Und darum habe ich wie
an diesem Geburtstag mega viele Leute eingeladen, oder Leute eingeladen, wo ich echt voll nicht close war und das hat überhaupt nicht geweibt. Das ist einfach, I don't know. Und ich bin irgendwie dann so enttäuscht. Ich bin so sad gewesen. Ich weiß einfach nicht, nach dem Geburtstag, ich habe irgendwie so einen schlimmen Geburtstag gefunden. Ich hatte irgendwie so eine negative Erinnerung, einfach weil ich so, es sind dann auch wirklich, also eigentlich ist so das Ziel gewesen, dass man dann am 00 anstößt und es hat dann wirklich auch Leute gegeben, die früher gegangen sind und ich weiß auch nicht, irgendwie ist das, ja, es hat sich überhaupt nicht angefühlt wie mein Geburtstag. Irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie ist das, ja. Es hat, also wie wenn ich jetzt so eine Nina in meinem Leben habe, die so alles gibt, zu mir einen schönen Geburtstag machen. Ich hatte das damals nicht gehabt. So, also außer natürlich der Chance, aber ja, keine Ahnung, irgendwie, wenn ich so zurückschaue, ist so ein bisschen das Ding. Und ich glaube, dadurch, dass ich wie so viele Erwartungen hatte an den Geburtstag und alles so scheiße gelaufen ist, bin ich ein Jahr später, also letztes Jahr, bin ich ohne irgendwelche Erwartungen gegangen. Also muss ich dazu noch sagen, 4 Tage vor meinem Geburtstag ist eben der Lino gestorben und ich bin schon mega down gewesen. Doch down gewesen, das Ding falsch, down. Aber wie einfach mega traurig gewesen. Und ich habe auf gar nicht Bock gehabt. Ich habe keinen Bock gehabt, zu meinem Geburtstag zu feiern und jetzt irgendwie so eins aufmachen auf «Oh mein Gott, alles ist so toll» und keine Ahnung was. Und ich glaube, die Messlatte war so tief gewesen, von meinem Mut her, von meiner Traurigkeit vom Geburtstag vorher, dass ich wie gar keine Erwartung mehr hatte. Also wirklich, ich bin so gewesen, und ich hatte auch gar keine Lust mehr gehabt, um jetzt mega eine Party machen und bis auf 0000 irgendetwas machen und ich weiß auch nicht. Und es war mega herzig gewesen. Der Can hat dann relativ viel organisiert. Also wir haben dann wie gesagt, dass wir da bei mir Geburtstag feiern und nachher ist in den Ausgang gehen. Er kennt da jemanden, wo Smacks ist das gewesen, wo er kann fragen, ob wir dort in der Lounge haben, so, also mega herzig. Und er hat das wie alles organisiert und das ist no joke, mit Abstand der schönste Geburtstag von meinem Leben gewesen. Ich glaube, ich habe es letztes Jahr schon im Podcast erzählt, vielleicht mich daran erinnern, I don't know. Einfach weil ich so keine Erwartungen hatte, ich war so überrascht gewesen. Und eben, man muss auch sagen, mein Freundeskreis hat sich komplett verändert. Ich hatte die Lyon-Friends, wo ich auch innerhalb von dem Jahr so mega close geworden bin und das sind so coole Leute und die machen mich so glücklich. Ich habe meine 3 Studenten-Friends gefunden, wo auch so tolle Menschen sind, die ich so gerne habe. Eben unter anderem Nina, Nina, Sari und Nadine. Ich habe einfach, also ja, wirklich an diesem Geburtstag nur die Leute eingeladen, wo ich mega close bin, wo ich mega gerne habe und jetzt nicht mehr einfach Leute, eben einfach so, ich sage jetzt mal, das ist mega böse, so random Leute, sage ich mal, aber ihr versteht schon, was ich meine. Und es war so ein geiler Vibe gewesen. Also es ist einfach alles toll gewesen, also wirklich, ja. Und ich würde wirklich auch mega sagen, dass es damit zu tun hat, dass ich keine Erwartungshaltung hatte. Ich bin davon ausgegangen, dass ich kein Geschenk bekomme. Das ist jetzt mega böse, weil ich halt im Jahr vorher eigentlich auch praktisch kein Geschenk. Ich habe wirklich, glaube von jemandem habe ich so ein bisschen was bekommen. Und vielleicht habe ich ja vorher auch mehr die Erwartungshaltung gehabt, dass wenn man vielleicht an Geburtstag geht, dass man dann vielleicht ein bisschen beschenkt wird. Und darum habe ich dann wie auch die Erwartungshaltung nicht gehabt. Und es haben mir wirklich so viele Leute haben mir herzige Geschenke gemacht, haben mir Briefe gemacht. Für mich war es ultra emotional gewesen. Dann sind wir nachher noch ins Max gegangen und der, also nicht, ihm gehört nicht Max, aber er hat dafür geschaut, dass wir loungen. Seine Freundin, die ich nicht mal kenne, hat mir einfach einen Kuchen gebacken. Also es sind so viele Überraschungen an diesem Tag gewesen. Also ich bin einfach baff gewesen. Also es ist wirklich richtig, richtig emotional für mich gewesen. Und ich muss sagen, das war für mich das grösste Learning gewesen, dass ich gemerkt habe, wenn man ohne Erwartungshaltung an einen Geburtstag geht und so hinnimmt, wie es kommt, dann kann man das so viel mehr geniessen. Und ich muss sagen, dass es jetzt dieses Jahr wieder so war. Ich hatte 0,0 Erwartungshaltungen gehabt. Es hat geschifft an dem Tag und es ist mir so egal gewesen. Ich weiss, früher wäre das für mich so mehr das Thema gewesen, von «Oh mein Gott, heute regnet es» und «Es muss doch jetzt ein schöner Tag sein» und keine Ahnung. Ja, und irgendwie jetzt zum Beispiel, Nadine hat jetzt auch meinen Geburtstag vergessen. Wir haben dann zum Beispiel an dem Tag telefoniert und plötzlich merkte ich während dem Telefonat, was, du hast heute Geburtstag und so. Und ich habe es einfach nur lustig gefunden, ich musste lachen und es war so ein Nadine-Moment gewesen, weil sie vergisst mega oft mal Sachen so ein bisschen. Und wie, ich weiss auch, früher hat mich das zum Beispiel wie so ein bisschen triggert, weil sie so eine enge Kollegin ist. Und ich habe gemerkt, ich kann das so loslassen und ich bin selber irgendwie so,
ich bin selber so glücklich über den Fakt, dass ich das so entspannt kann können nehmen. Weil ich mittlerweile auch ein bisschen gecheckt habe, hey, das ist nichts Persönliches. So, ich selber vergesse vielleicht auch Geburtstag. Ich habe einfach gemerkt, ich kann das so ablegen. Ich bin so entspannt und das hat mich irgendwie so glücklich gemacht. Ich bin auch irgendwann so um 2 heimgekommen von der Schule und der Can ist ja noch am Arbeiten und er kommt erst um 6 Uhr heim. Und ich bin dann so allein heim gewesen. Und vielleicht hat mich das früher auch so ein bisschen getriggert, so, oh mein Gott, ich habe Geburtstag und ich bin gerade einfach alleine und ich habe das so genossen. Ich habe das wirklich so mega gesehen als, hey, ich habe einen Geburtstag, ich kann ja auch mich selber glücklich machen und ich kann dann, ich weiß auch nicht, ich bin dann so, ich habe so ein bisschen Musik laufen lassen, so ein bisschen gedanced, habe irgendwie ein geiles Outfit angezogen und habe mich so ein bisschen ready gemacht. Ich habe vorher auch noch ein bisschen gepennt, ich habe iCarly geschaut und meine Lieblingsserie angemacht. Ich habe einfach so ein bisschen das mega als Meetings genommen. Ich weiß auch nicht, irgendwie, ich habe wie so ein bisschen gecheckt, ich kann mir auch selber die Aufmerksamkeit schenken. Und das ist mir wirklich allgemein so ein bisschen ein Learning, wo ich die letzten Wochen, Monate, Jahre irgendwie so ein bisschen gelernt habe, das klingt jetzt irgendwie, ich weiß voll nicht, ob das gerade Sinn macht, aber dass man sein eigener Best Friend kann sein. So, ich sehe mich wirklich selber als mein Best Friend. So, ich vergesse manchmal, dass das mega viel ausmacht. Und das ist ja wie auch das Gleiche, wenn du dir selber die ganze Zeit sagst, oh mein Gott, ich bin so hässlich und oh mein Gott, ich bin so scheiße und ich bin so... Das ist ja wie, wenn das dein Best Friend zu dir sagt und logisch macht das dann mega viel mit dir selber und mit dem Selbstwertgefühl. Und wenn du, beziehungsweise du als deine beste Kollegin dir selber das sagst, Bro, du bist so eine geile Sau und du machst das so gut alles und ich bin so stolz auf dich selber, was du alles schaffst, dann macht das auch selber so viel mit dir. Und irgendwie, seit ich das mal gecheckt habe, Bro, das ist so ein Gamechanger und irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht checkt ihr das so, aber wie, eben, man kann sich selber auch die Aufmerksamkeit geben und eben das ist für mich so das Self-Care, wo ich übel so, gecheckt habe irgendwie. Es ist mal so ein 20er Abend und seitdem macht das irgendwie hure viel mit mir und ich kann auch viel mehr so Zeit alleine geniessen und alles Zeug. Also ich habe vorher auch mega schlecht können so alleine sein. Und eben ich kann so viel das ganze Glück und dass ich glücklich bin und dass ich zufrieden bin, habe ich so von anderen abhängig gemacht, von Aufmerksamkeit von anderen. Und ich habe gemerkt, ich kann das so ein bisschen loslassen, so eben, indem ich mir selber die Aufmerksamkeit geben kann und indem ich nicht so abhängig bin von der anderen Aufmerksamkeit, sondern dass ich wie die gar nicht erwarte und wenn die Aufmerksamkeit von anderen kommt, dann kann ich das so viel mehr schätzen und dann, ich weiß auch nicht, also wie, das ist für mich so ein riesen Learning gewesen. Und ich bin jetzt wie auch mega entspannt auf den Geburtstag, der am Samstag ist. So, ich erwarte wie wieder gar nichts von irgendjemandem, weder Geschenke noch das, vielleicht sagen auch noch Leute ab und das ist auch okay. So, voll wie, ich finde, also für mich ist gerade wirklich einfach das Schönste, wo ich einfach kann sagen kann, dass ich gerade wie Friends gefunden habe, wo einfach healthy Friends sind, wo ich weiss, die haben mich zu 100% gern und die haben mich auch zu 100%, wenn die jetzt mir nichts würden schenken oder wenn die jetzt nicht würden am Geburtstag kommen, checken ihr? Ich glaube, das ist wie auch noch so ein Unterschied. Und das ist gerade so schön, weil ich das eben nie 100% so kann in meinem Leben. Oder ich habe mich bei jedem immer so ein bisschen als zweite Stelle gefühlt. Oder ich weiß es auch nicht. Und darum ist es gerade so schön. Ich würde sagen, wir hören mal auf labern in dieser Podcast-Folge, weil es ist die ganze Zeit so emotional und irgendwie, ich weiß auch nicht. Und ich habe das Gefühl, sie geht auch schon Ewigkeiten. Aber ich würde sagen, ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Ich würde mich mega, mega freuen, wenn ihr so ein bisschen eure Gedanken zu dem ganzen Geburtstagsthema vielleicht in die Kommentare schreibt, auch wenn ihr jetzt vielleicht erst in einem halben Jahr Geburtstag habt und es noch komplett weit weg von euch ist. Aber wie ist das für euch so? Wie seht ihr Geburtstag? Sind ihr vielleicht auch Menschen, die vielleicht oft traurig und enttäuscht sind an eurem Geburtstag? Oder haben die vielleicht auch so ein bisschen, so einen Change gehabt, wie jetzt ich hatte, vom Mindset her? Oder keine Ahnung. Schreibt mal so ein bisschen Kommentare, was eure Gedanken sind zu dem Ganzen. Das würde mich verdammt wundern. Und vielleicht auch, was euch jetzt ein bisschen beschäftigt.
Ich finde es immer spannend und vielleicht kann man dann auch in der nächsten Podcast-Folge mal ein bisschen wieder über eure Struggles reden. Also, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr mega gerne in die Kommentare schreiben, was euch gerade so ein bisschen beschäftigt, was ihr würdet wollen, was ich im Podcast anspreche. Es kann auch einfach nur eine Frage sein oder irgendwie so, hey Nati, kannst du mal über das Thema reden? Voll, dann kommen wir vielleicht in der nächsten Podcast-Folge. Oder vielleicht auch übernächste, weil vielleicht wird die nächste Podcast-Folge mit dem Can sein. Ja, vielleicht wird die übernächste erst mit der Nina, we don't know. Aber wir schauen. Schreibt auf jeden Fall einen Kommentar, ich würde mich mega freuen. Und vergesst nicht, dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung geben, ganz wichtig. Da würde ich mich auch mega, mega darüber freuen. Vergesst nicht, mich auf Spotify zu abonnieren. Ja, was kann man da sagen? Das war schon alles gewesen. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Ich schicke euch eine große Umarmung. Ich habe euch ganz doll lieb. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.